Hi Leute, hier ist Renton. Und der Mick. Nachdem wir euch das Tutorial gezeigt haben von Guilty Gear Xrd, gibt's jetzt ein bisschen Gespiele von Mick, wenn er wieder bereit ist. Okay, ich kann wieder. Alles klar, super. Gut, ich bin sehr, sehr gespannt, Ja, was der Mick uns jetzt mal präsentiert und was hier eigentlich so abgeht. So, also wir spielen einfach mal Arcade-Mode. Falls ihr die Knöpfe ziemlich laut hört, ist normal, das ist halt ein Fighting-Stick, so ist das sieht's halt. aus. Mich hört man ja eh immer beim Spielen. Das gehört leider dazu. Und müsste mit dir. Ja, aber ich schau mal vorher noch, dass ich nicht hier irgendwas verkacke. Das kann gut sein. Number of Round, passt normal, ist okay. Oh, kurzes Spiel. Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst Normal. du? Normal. Ich kann auch ganz stark machen. Schauen wir mal, wie ich zerstört werde. Das würde mich mal interessieren. Gut, machen wir Maniac. Noch nie gegen die Maniac KI gespielt? Nö, noch nie. Ich spiele nur gegen CPU spielen in Fighting Games ist immer so eine Sache. Die fallen nicht auf diese Mind Games rein, wo man nachdenken muss, sondern die reagieren einfach, weil das ist eine KI. Übrigens, ich habe Videos verlinkt unter dem ersten Video, werde ich beim zweiten jetzt auch machen. Das eine ist einmal zur Hard Edge Community. Das ist eine Community, wo der Mix sehr, sehr aktiv ist. Ich bin Moderator. Er ist Moderator. Auch gerne PM, also eine private Nachricht schicken und sagen, hier, ich habe dein Video bei Negaria gesehen. Ein Forum speziell für, oder eine Community speziell für Fighting Games. Wenn ihr euch dafür interessiert, die nehmen euch gerne auf. Das ist sehr, sehr cool. Dann werde ich verlinken einmal ein Videotutorial vom Mick, das er für erfahrene Spieler in Guilty Gear gemacht hat. Also und das Tutorial ist sogar genau für die Leute gemacht, die dieses Tutorial, was der Renton gespielt hat, gemacht haben und sich dann fragen, ja, alles schön und gut, aber ich krieg online trotzdem aufs Maul. Was muss ich jetzt lernen? Was muss weitergehen? Und was ich noch verlinken werde, ist von einem Fighting Game Event, wo der Mick unterwegs war und ordentlich die Leute gebasht hat, hoffe ich doch. Ja, wenn du jetzt das in London meinst. London hast du doch Persona gespielt, oder? London habe ich Persona gespielt, genau, und das habe ich auch gewonnen. Und Blaze Blue wurde ich 7. davon, keine Ahnung. Okay, verlinke ich beide, du musst sie mir nur schicken, dann verlinke ich beides. Natürlich. So, jetzt fragen sich natürlich alle, die Chars haben wir noch gar nicht gesehen, das sind jetzt 2 andere Chars. Ram Lethal ist ganz neu in Guilty Gear und Milja ist sehr alter Charakter. Aber ich spiele Ram Lethal, das ist die mit den riesigen Schwertern. Wenn du Bock hast, schick mir einige Videos, ich bin sie sogar auf der Homepage ein und mache eine eigene Sektion dafür. Okay, Mick der Bettler oder sowas. So, jetzt sieht man schon die CPU-Eigenheiten, die reagieren perfekt. Also nicht immer perfekt, aber die reagieren auf einige Dinge, das wird ein Spieler nie so tun, was die da machen. Also jetzt mal ohne Scheiß, allein der Hintergrund. Also ich muss gucken, dass unser Bild bei der Aufnahme relativ klein ist und das alles in Vollbild da ist. Ihr müsst alles sehen. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich die Kamera platzieren soll, damit es nicht stört im Bild. Oder würdest du was vorschlagen, wo die Kamera hin soll? Bei der Tension Bar oder sowas? In die Mitte unten. In die Mitte unten, okay. Genau. Dann machen wir das. Da machen in der Regel die Spiele, wenn wir in dem Match eine Kamera drin sein soll bei den Streams, ist es entweder in so einem Rahmen oder unten. So, und das war ein Wurf. Würfe sind hier die Übermacht. Und bisher geht die Maniac CPU ziemlich gut. Also im Match kann ich schon ziemlich viel erklären. Aber wenn der redet, kann ich mich aufs Spiel konzentrieren. Ja, Entschuldigung, ich übergebe mal das Wort an dich. Den kenne ich noch aus den alten Teilen. Genau, das ist auch ein alter Charakter, genauso wie Milja eben. Faust ist auch einer der eher ikonischeren Charaktere, eben weil er so ein verrücktes Design hat, kämpft mit riesigen Lass danach mal eine Cutscene laufen, dass ich das mal kurz sehe. Können wir machen, ja, klar. Das Intro von Ram Lethal selbst ist ziemlich interessant. So. Die CPU spielt hier ziemlich verrückt. Wie man merkt, ich treffe jetzt gerade nicht so viel Kombos, aber in Guilty Gear ist es eher jetzt oft darum, das Momentum einfach zu behalten. Jetzt habe ich zum Beispiel Kombo. Mein Charakter will sowas bekommen, wie ich eben hinbekomme. Das nennt man Knockdown, also wenn der Gegner auf dem Boden liegt, da hat man oft einen riesigen Nachteil, wenn das passiert. Also wenn ihr denkt, das Tutorial war langsam, hier, da habt das. Ja, also das Spiel sieht wesentlich anders aus, wenn es auf hohem Level gespielt wird. Ich bin kein hohes Level, ich bin so durchschnittliches Level. Das höchste Level wird natürlich in Japan gespielt, weil da kommen die Games her. Und bei uns gab es früher keine Arcades. Und hier sieht man auch gut den 3D-Effekt vom Spiel. Die Kamera, wenn gewinnt, verschiebt sich immer auf den Gewinner und dreht dabei auch den Winkel. Und im Hintergrund sieht man auch gut, dass es wirklich 3D ist. Also bei den Wachen, die da rumlaufen und so weiter.
Es sieht wirklich bombastisch aus, das Spiel. Ja, also das ist richtig nice. So. Jetzt habe ich einen Konter-Hate gelandet, wo ich ja vorhin erzählt habe, da gehen bestimmte Kombos. Und jetzt wurde er Dizzy. Also Dizzy nennt man diesen Stun, wo du dich vorhin so rausmäschen musstest. Er hat ja auch Guard Cancel benutzt eben, wenn du dich dran erinnerst, wo du die Attacke nach 2 Knöpfe nach vorne. Genau. Jetzt ist dir aber aufgefallen, die hat mich gar nicht weggestoßen. Es gibt nämlich auch hier die Eigenheit, es funktioniert nicht gegen jeden Angriff. Ich habe so einen Angriff benutzt, da ist man ziemlich tief auf dem Boden und dieser Block Cancel, also Guard Cancel, trifft die Gegner nur hoch bei Faust. Also habe ich mich unten drunter durchgeduckt, er hatte Pech gehabt, hat ihn in der falschen Situation benutzt und wurde deswegen bestraft. Krass. Und Axel ist auch ein alter Charakter. Und hier sieht man schon, der sieht doch aus wie Axel Rose. Wer und da heißt Axel Low der Charakter sogar und trägt das Zeug, was er als anhat. Also da merkt man auch den Einfluss von Rock in dem Spiel. Und da merkt man auch schon, der CPU reagiert perfekt auf die Sachen, die ich mache. Ich könnte mir vorstellen, dass die KI des Gegners zu programmieren in einem Fighting Game, wenn du es richtig machst, extrem scheiße schwer sein muss. Ja, ist es auch. Also Man muss ja alles bedenken. Also richtige KI kann man in Fighting Games eh nicht programmieren, weil die haben keine Reaktionszeiten, die machen einfach. Die gucken, das passiert und der macht hier auch so Zeug, ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich wehren soll, aber es geht schon. Das kann man bestrafen, wenn man richtig macht. Und jetzt smasht er und das sollte die Runde sein. Nein, macht wieder. Das ist so ein Angriff, der hat Unverwundbarkeit am Anfang. Und das benutzt die CPU gerne. Und das können richtige Spieler nicht immer präzise eingeben. Das geht einfach nicht. Die müssen reagieren. Und der CPU macht es in jede Lücke einfach rein perfekt. Weil er weiß, oh, hier ist die kleinste Lücke da. Ich gebe es jetzt ein. Und Spieler wissen das nicht immer direkt. Aber das soll es gewesen sein für den. So, und hier ist mein Charakter am stärksten in der Ecke. Und jetzt droppe ich die Combo. Natürlich nicht so gut für mich, ja, hat er wieder diesen Angriff benutzt, der unverwundbar ist. Also gegen CPU muss man leider ein bisschen anders spielen wie gegen richtige Spieler, weil die machen einfach Patterns, weil das ist eine CPU. Das haben Entwickler programmiert, die denken halt, da ist schon wieder. Das wird kein normaler Spieler machen, was er gemacht hat da gerade. Und jetzt sollte eine richtige Combo kommen. So, und weiter geht's. Das ist mein Charakter quasi. Einfach nur den Gegner in der Corner halten und zerstören. Also mein ist auch sehr guter Charakter in dem Spiel. Da er schon wieder einen Move benutzt, der unverwundbar ist. Und das passiert mir eigentlich relativ selten. Wie ist das Balancing in dem Spiel? Also es ist nicht sehr gut, es ist gut. Es gibt ein paar Sachen, die nicht so gut gebalanced sind. Aber Guilty Gear ist, ich sag jetzt mal, so komplex, dass der Spieler noch sehr viel Einfluss hat, damit zu gewinnen. In Japan gibt es einen Spieler, der spielt den schlechtesten Charakter im Spiel. Und ist damit legendär. Der bekommt sogar eigene Fanvideos von Japanern gemacht, weil er so gut mit dem Charakter ist. Krass. Das ist einer der Top 5 Spieler überhaupt auf der Welt und er ist bekannt für den Charakter. Und der kommt auch auf die Evo, die im Juni ist. Im Juli, auf die ich ja auch gehe. Da bin ich schon gespannt, mit der mich fertig machen wird. Also. Und das ist auch wieder ein neuer Charakter. Sehr kreativer Chai, heißt Batman. Und warum? Er kämpft in einem Bett. Es gibt, das hat mir heute ein Arbeitskollege gezeigt. Es gibt eine Umbaute für VW-Busse, die das Auto hinten nochmal um einen halben Meter oder einen Meter länger machen, wo ein Bett reinkommt. Und die Homepage von der Seite, die das bauen, heißt batman.de. Also Batman. So wie wir jetzt sehen, die Kombos kommen alle bei mir und jetzt mache ich mal einen ihrer Super und das Kombo auch. So. Jetzt hat man gesehen, da waren diese Vögel noch am Fliegen. Was der Vorteil ist, wenn du darauf reagierst und der Gegner muss ja immer noch Märchen rauskommen irgendwie. Aber du kannst dann einfach aufhören und eine Animation, eine neue Combo starten und er kann sich nicht wehren dagegen.
Er müsste seinen Burst benutzen quasi. Das wäre die einzige Option, die er hätte. Und die hat er jetzt schon verbraucht. Und wenn du mal drauf achtest, was in der Stage hinten so passiert, da läuft sogar ein kompletter Film ab mit einer eigenen Storyline und so weiter. Also die Details in Guilty Gear, die waren schon immer sehr hoch. Das ist ein Witz im Vergleich zu anderen Spielen. Deswegen ärgere ich mich immer, dass so Games wie Street Fighter oder, ja gut, Tekken hat auch sehr viele Details, da darf ich jetzt nichts sagen. Die geben auch sehr viel Wert. Also ich mag die Tekken-Entwickler, der Harada, der Federführende von Tekken. Der gibt sich sehr viel Mühe mit seinen Games und dann merkt man auch, wie Herzblut dahinter steckt. Macht er auch Poken? Der macht auch Poken. Poken ist aber nicht wie Tekken, habe ich heute gesehen. Ist der Pokémon Fighter, der kommen wird in die Arcades, heute, wahrscheinlich auch Konsole. Heute gab es sogar ein neues Video. Ah ja. Und wer jetzt schlau ist, weiß sogar, wann das Video aufgenommen worden ist. Oh. Ich weiß nicht mal, wann es aufgenommen ist. Was ist denn für ein Datum? 23. Januar. Jetzt gibst du hier deine Industrie. Ja, ich werde es nächste Woche releasen, weil wir wollten nächste Woche eigentlich Resident Evil HD Remaster noch rausbringen, was wir dieses Wochenende spielen wollten, aber es hat nicht geklappt. Jetzt zeige ich auch mal die Animation hier. Das war zumindest mal die Win-Animation. Und dann gibt es immer noch einen Smack-Talk am Ende der Runde, wo der Gegner vor dir liegt und du siehst, haha, Scrub, und der Char hinten steht da und erzählt einen schönen Monolog. So, jetzt wollten wir ja mal eine Intro-Sequenz. Ja, jetzt sehen wir auch Venom direkt. Auch einer der sehr bekannten Spieler, Fighter, weil er kämpft mit dem Kö und mit Billardkugeln. Okay. Der war auch im ersten schon dabei. Der war auch schon in einem der frühen Teile. Er ist sehr bekannt auch von Guilty Gear, weil wer kämpft schon mit einem Billardkö? Richtig. Nur Professionals. Ja, und mein Charakter bekommt gar kein Intro. Das war wohl nur ganz am Anfang. Die Stages sehen so geil aus. Ja, also das ist bei Arx immer so, aber bei Guilty Gear, beim neuen, das sieht so gut aus. Ist PlayStation Exclusive, ne? Also wenn das daheim ist PlayStation Exclusive aktuell. Auch nicht PC oder sonst was? Aktuell gar nichts, aber ich glaube mit PC freunden sie sich langsam an wie viele japanische Entwickler. Ah, das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich denke, aktuell kommt nichts. BlazBlue kommen jetzt die alten Titel aktuell in Steam. Ist immerhin etwas, so... Da habe ich den ersten und den zweiten als Limited Edition. Okay. Ich habe dann irgendwann mit den Versionen nicht mehr. Ich glaube mittlerweile ist es sogar der erste und zweite, stimmt. Das ist ja immer erste und zweite. Ich habe es gerade etwas falsch im Kopf gehabt. Die hast du aber Limited nachgeschmissen bekommen, also ich glaube nicht, dass die Boxen irgendwas wert sind. Ja, ich denke, das irgendwann in 10 Jahren vielleicht, wenn die Leute merken, oh, BlazBlue, ja, nice. Jetzt kommt kein Spiel mehr raus, weil es kommt ja wieder eins raus im April. Wegen einem neuen Charakter und ein bisschen Story. Also BlazBlue war der spirituelle Nachfolger von Guilty Gear. Mittlerweile nicht mehr, weil jetzt gibt es wieder Guilty Gear. Es braucht keinen Nachfolger. Aber es war jahrelang der Fall. Ich habe mal eine Frage, und zwar, wenn Leute wirklich sagen, okay, ich finde das geil, ich würde gern Profi-Kampfspiele spielen. Mit welchem Spiel würdest du sagen, können Anfänger wirklich anfangen? Das Spiel, was sie spielen wollen. Das, was ihnen am meisten Spaß macht, weil wir spielen hier immer noch Spiele und es soll Spaß machen. Ihr sollt den Charakter spielen. Gut, das sage ich nicht. Ihr sollt nicht den Charakter spielen, der euch am meisten Spaß macht. Also solltet ihr schon, ihr solltet den Charakter finden, der euch den Einstieg am leichtesten ermöglicht. Und am meisten halt einfach liegt, ne? Am meisten liegt und Spaß hat. Und halt auch noch halbwegs gut ist, weil am Ende des Tages verlieren macht keinen Spaß, auch wenn ihr am Anfang damit euch befassen müsst. Man ist nie gut am Anfang, außer man ist sehr talentiert, aber in Fighting Games braucht man trotzdem eine gewisse Eingewöhnungszeit. Und ja, ansonsten, ihr könnt spielen, was ihr wollt. Fighting Games sind in der Regel, haben sehr viele Schnittmengen, vor allem was so die Eingabe von den Moves betrifft. Ich spiele jetzt seit 6 Jahren und würde sagen, seit 2 Jahren fallen mir einige Sachen nicht mehr so schwer wie früher. Also ich bin jetzt wirklich ziemlich sicher und kann sagen, für mich gibt es nichts Schweres mehr, was ich drücken muss. Also ich droppe schon noch ab und zu eine Combo oder so, aber das ist eher die Seltenheit geworden. Du siehst ja auch, ich kann hier ohne Probleme reden, die Kombos drücken. Und durch den Maniac Mode gehen. Und durch den Maniac Mode gehen. Und das war früher nicht wirklich, da musste ich mich wirklich auf alles konzentrieren und so weiter. Evo spielst du selbst mit? Evo spiele ich selbst mit. Es ist ja immer so, im Gegensatz zu vielen anderen Turnieren, wie jetzt beim International, League of Legends oder so, kann man
war Evo immer die Selbstteilnahme sehr groß geschrieben. Ja, wie hast du dich anmelden müssen und so? Oder Online-Plattform. Oder musst du dich irgendwo auch qualifizieren? Nö, gar nichts. Man meldet sich an, man zahlt eine Turniersumme, die in den Preispool geht. Also man zahlt erstmal für die Turnierteilnahme selbst und dann kann man beim Turnier teilnehmen, indem du einfach in den Preispool einzahlst. Also pro Spiel gibt es einen Pool? Pro Spiel gibt es einen Pool, genau, es gibt keinen Overall-Preispool und die Publisher zahlen sogar selbst ein. Bei BlazBlue war es letztes Jahr $20.000 extra nur vom Entwickler dafür in BlazBlue reingestellt und eine Reise finanziert nach Japan, um da auf dem Turnier teilzunehmen, das nur von... Oh, da wurde ich von einem Super getroffen, weil die sind in der Luft nicht blockbar, wenn sie vom Boden kommen, das habe ich vergessen gerade. Ja, auch mir passiert sowas, weil das Spiel muss man an so viel Zeug denken. Also den Evo-Stream muss ich mir dann definitiv anschauen. Ja, ich reise auch mit einem anderen Deutschen, dem Besten, was BlazBlue betrifft. Den Guilty Gear muss er sich noch beweisen, aber der ist ja auch oben dabei. Mit dem reise ich zusammen. Den habe ich auch zu Hard Edge gebracht. Also ich habe ihn online gefunden und er war noch nicht auf Hard Edge. Dann habe ich ihn gefragt, warum kommst du nicht auf Hard Edge, Mann? Und okay. Dann hat er einfach Turniere gewonnen und so weiter. Ich habe ihn auch dazu gezwungen, von Pad zu Stick zu wechseln. Und er dankt mir dafür sehr. Ja, was hältst du davon, dass auf der letzten Evo das Tekken-Turnier mit einem PS1-Pad Das war ein Tekken-Turnier, das war sogar Street Fighter. Oder Street Fighter, was hältst du davon? Finde ich okay, also ich habe nichts gegen Pads. Ich will mit Stick spielen, weil ich finde, es ist auch ein Erlebnis mit Stick zu spielen. Macht mit Stick spielen Spaß und das ist wie in Japan. Und man versteht auch, dass die Spiele für Sticks ausgelegt sind. Ja, das Einzige ist halt, dass du für einen gescheiten Stick halt mal 200 € hinblätterst. Ja, das ist halt die andere Seite. Das ist korrekt. 200 € ist schon obere Grenze. Also der Stick, wenn der hier released wird, sollte der 130 kosten. Ich habe mir den aus Japan importiert, da kommt Versand drauf, Zoll drauf. Aber mich nicht als Maßstab nehmen, ich bin ein Maniac, was Fighting Games betrifft, so wie hier die Gegner Maniac NPCs CPU ist. Das ist auch ein alter Charakter, Eddie, beziehungsweise jetzt heißt er wieder Zato One, weil Eddie ist normalerweise der Schatten, der um ihn herum ist, den du da siehst. Okay. Und der Körper, der ist Zato One. Und früher war der tot, der Zato One, jetzt wurde er wieder belebt, weil ist halt so, ist Japan. Muss ja wieder dabei sein. Genau. Aber der war auch immer dabei. Das ist jetzt nur durch die Story anders. Oh, da habe ich die Combo sogar getroffen. Den Starter sogar getroffen. Und das Interessante an dem ist, man spielt 2 Chars auf einmal. Also ist ein bisschen bei dem wie der Kazuya oder wie er hieß bei Tekken, der immer dabei ist, obwohl er gestorben ist und was weiß ich. Nee, eigentlich gar nicht. Das ist das erste Mal, dass der wieder lebt. Ach so, okay. Das war jetzt nur Insert so. Das war vorher nicht so. Das hatte auch einen anderen Hintergrund. Der ist gestorben, weil der Originalsprecher von dem Charakter ist gestorben im richtigen Leben. Und das war ein Freund vom Produzenten von Guilty Gear, der auch die Musik für das Spiel macht, die man ja auch hört. Deswegen wollten sie dann den Sprecher wechseln und haben dann gesagt, der Charakter ist auch tot, der wird jetzt kontrolliert von dem Schattenvieh. Aber jetzt haben sie es für die Story scheinbar wieder geändert. Krass, okay. Ja, man sieht, die CPU, die drückt permanent Knöpfe. Das darf man gegen meinen Charakter eigentlich gar nicht machen. Du musst viel mehr Respekt haben gegen sie. Die ist halt ein Charakter, die hält dich sehr lange im Blockstun. Hat dafür aber sehr schlechte Verteidigung. Also, wenn du nicht blocken kannst, wenn du nervös wirst beim Blocken, ist dieser Charakter am Anfang keine gute Entscheidung. Krass. Weil man halt einfach in der Verteidigung keine Option hat, was zu tun. So wie jetzt bei, du kennst ja bestimmt Ryo in Street Fighter, der Drachenpunch. Der ist ja bekannt dafür, dass du den einfach benutzen kannst, wenn der Gegner eine kleine Lücke lässt und der schlägt dann den Gegner raus und du bist wieder im Zug. Genau, das übliche. Ja, das hat sie nicht. Nur für 50% und dann ist der Move auch noch schlecht. Und da ist Sol von vorhin, das ist sein Intro. Halt alles sehr Anime gezeichnet, im Stil. Ja, aber da ist sogar mein Intro mal. Zwar vorhin war es auch da. Okay, da kommt sie raus aus der Qualle. Ich sag immer Luftqualle. Wegen dem Move. Den habe ich doch gar nicht benutzt. Stimmt, weil die CPU so shit ist, muss ich den nicht benutzen. Wie ist denn das eigentlich, wenn du auf dem Turnier spielst? Bist du dann auch noch so gelassen oder? Es kommt also in den wenn man Casual spielt, ist es dann so einfach nebenher, so wie jetzt. Aber wenn du jetzt auf die Evo gehst, ist halt schon assi, oder? Ja, also mittlerweile habe ich Turniernerven.
Ich habe ja schon jetzt mehrere Turniere gespielt, sogar gewonnen. Das legt sich dann alles mit der Zeit. Aber früher war das schon, da hatte ich Turniernerven ohne Ende. Da war ich auch noch nicht so sicher, weil ich noch nicht so viel gespielt habe und habe gegen ganze Leute spielen müssen, die schon jahrelang gespielt haben. Mittlerweile kenne ich die Leute auch privat, da legt sich das alles. Da ist man nicht mehr so nervös. Man selbst baut dann halt auch schon so eine Reputation ein bisschen auf. Dann haben eher sogar die Gegner Angst vor dir und nicht ich vor denen. Aber das Ganze legt sich nie. Aber das ist auch das Tolle an den Fighting Games. Da wieder so eine... Es ist halt immer direkter Mann-zu-Mann-Kontakt. Genau. Es ist nicht irgendwie, du spielst in einem Team, Call of Duty oder sowas. Richtig. Sondern es ist halt wirklich 1 gegen 1. Ja, ich habe ja früher immer Dota gespielt. Das tue ich jetzt gar nicht mehr. Das habe ich seit Fighting Games weniger gespielt. Aber ich war in Dota einfach nicht mehr so drauf, im Team spielen zu wollen. Dann habe ich halt einfach Street Fighter gefunden. Und das habe ich dann auch so ein paar Monate gespielt. Aber da hat mir einfach so ein paar Sachen gefehlt, weil ich früher halt Multiplat viel mit Ranting gespielt habe. Und habe mir gedacht, Street Fighter ist doch bestimmt genauso. Aber Multiplat war geil, das habe ich auch saugang gespielt. Sorry für die Unterbrechung, Persona 4 ist doch vom selben Studio, ne? Nein, das ist okay. das hier ist vom selben Studio wie Persona. Die machen Persona. Okay. Ja. Aber die Multiplat-Hersteller, die machen Under Night In-Birth, dieses Dengeki Bunko Fighting Climax, was ich vorhin erwähnt habe, und eben Multiplat. Okay. Und dieses Spiel hat ist von der Steuerung her eher wie Multiplat. Und nach Street Fighter habe ich mir gedacht, ich hätte gerne wieder sowas, was ich mit Multiplat spiele. Und da habe ich gesehen, oh, Blaze Blue, was ist denn das? Voll geil. Multiplat ist recht geil, das gibt's sogar auf dem Rechner. Da haben wir es sogar immer gezockt. Richtig. Oh, das war's schon.